Hoi, willkommen in Drieschta. Zu der neuen Wochenupdate. Die Woche war eigentlich gut, Jess und Kate. Gute Woche haben wir gehabt. Ich zeige dir nachher, was wir alles gemacht haben. Ja, aber jetzt, sobald die Wufes weggegangen sind, ist verschissen worden. After you grow up, you're gonna grow down. And whenever you breathe in, you've gotta breathe out. When the party is over, you just gotta make your way home. Es ist so verdammt anstrengend. Sobald die Wufes weg sind, sobald irgendjemand da weg ist, wo niemand mehr da ist, wo wir gerne, wo man könnte irgendwie, weiss auch nicht, sich schämen davon, geht der Claudia in das Loch. Ich vertrage es nicht mehr, wird hässig und fange an rumschreien und laut werden und grob werden und Sophie war da gewesen, Sophie war krank gewesen. Sophie ist jetzt schon frühzeitig heimgegangen, weil Sophie verträgt es natürlich auch nicht. Der Druck ist riesig. Wir haben die letzten 2 Wochen, 3 Wochen 2 Leute gehabt, die gesagt haben, ja, wir können euch helfen mit den 55. Und dann hat es geheißen, nein, doch nicht. Man macht sich Hoffnung und man baut sich auf. Und ja, es gibt noch andere Lösungen, aber wir schaffen die Lösungen nicht. Und es wird brügig, es ist 5 vor 12 und ich arbeite und arbeite und arbeite seit einem Jahr. Ich bin am besten Ort, wo ich je war im Leben und es wird einfach schwierig gemacht und schwierig gemacht und schwierig gemacht. Für was? Es tut mir leid, dass ich jetzt da vor dem Kamera sitze und brülle, aber ich zeige euch einfach, was wir gemacht haben die Woche und ich danke fürs Schauen, ich danke fürs Liken, ich danke fürs Abonnieren und ich danke, dass ihr immer geschaut habt. When you can't see your future, all you've got is right now. However, remember that it's not the end of the world. No, it's not the end, it's not the end, no, it's not the end of the world. Everything as we know it is winding right down. Time to turn the city back into lots of little towns. We're running out of water, but the river's still gonna flow. Take out all your money and put it in the ground. Trees and seeds in the soil are the best banks around. The economy is crashing, but it's not the end of the world. Oh, I said it's not the end, it's not the end, no, it's not the end of the world, no, it's not the end, it's not the end, no, it's not the end of the world, Someday we'll praise all those who drove us to the change away from jobs and All die Steine, die sind da rausgegraben worden und die können wir jetzt gerade wieder brauchen, um da unten durch eine Mauer zu machen. So ein bisschen am Rand entlang, weil wir haben da einen Baum gefällt. Da habt ihr ja gesehen, okay, das ist der als Stützmauer und jetzt ist er ziemlich gerade. Genau. Heute Morgen angefangen, jetzt heute Nachmittag sind wir am Weitermachen, aber nicht mehr allzu lang, weil wir sind ja ziemlich flach schon. Und dann gehen wir auf die Brücke etwas trinken. Aber heute tun wir noch ein bisschen Stein legen auch noch. Sieht schon mega gut aus, hä? road that's neither good nor bad, it's kind of both, but at least it's not the end.
von 8 Uhr, wir sind heute seit dem 7 Uhr dran. Wenn es heiß ist und so schönes Wetter ist, fangen wir immer um 7 Uhr an mit den Wufers. Dann kann man bis um 11 Uhr, bis es heiß ist, richtig gut durcharbeiten, etwas machen. Die beiden Mädels, Kate und Jess, sind jetzt gerade am Morgenbrot machen. Wir haben die Hühner und die Geissen und eben alles gemacht. Geissen ja, sind ja da oben. Ja, und ich würde es einfach wieder sagen, es ist einfach, ich bin schon froh, gibt es so ein Wufers-Programm. Und ich kann es euch alle empfehlen, mit Wufers zusammen zu arbeiten. Das sind junge Leute, die sind lerngierig, sie wollen reisen. Ja klar, sind nicht alle immer super vorbereitet. Aber es ist gut, weil man setzt zusammen. Die meisten von diesen junge Erwachsene kennen die Permakultur noch nicht, die kennen vielfach die Schweiz noch nicht oder wo auch immer das sie sind. Es lohnt sich. Geht schauen auf www.wuf.ch oder .de oder .at, wo auch immer das ist, oder .com. Geht schauen, es lohnt sich. So Hilfe zu holen. Ja, da neben Hannas Weg gibt es noch 2 Terrassen, die letzten 2 Pony schon am Einweihen. Oben gibt es nochmal eins, da in die Ecke rein und jetzt da. Und da Stützmauer. Von dieser Terrasse machen wir eine Benjesheckenstützmauer. Mal etwas Neues probieren, damit es auch immer wieder ein bisschen anders aussieht. Und da schön kompakt, wir alle Benjeshecken Holz biegen. Wir können es auch Hügelkultur nennen, aber wir müssen es nicht zudecken, damit es einen schönen Wohnort, Happy Habitat gibt für die Insekten und für die Nützlinge. Und schaut, das ist Jess, sie ist unsere aktuellste Wuferin von Amerika und sie ist da fleissig am Stecken biegen. Genau, so gut, so schön! Übrigens ist vom Baum, den wir gestern gefällt haben, wo ja, da Stützmauer ist. Also haben wir aus einem Baum 2 Stützmauern gemacht. Plus hat es noch ein Feuerholz drunter. Ja, das würde ich sagen, richtig Ressourcen verwendet. So ist es. So, jetzt ist die zweite Terrasse auch fertig. Da haben wir gerade durchgezogen mit Benjesheckenmauern, Stützmauern, damit es also auch richtig geil aussieht. Schauen wir mal das an. He? Und hinten dran 2 Terrassen, die wunderbar werden gediehen. So ist es. So schön. So schön. Recording! Also, jetzt sind wir da, oh danke Bonnie, da wieder mal beim Bach oben. Da wir jetzt durchsitzen, das muss ich aufmachen. Dann geht es da zum Wasserhügel drauf, an dem Bachwasser. Da mache ich nicht zu, damit wenn ich den Bach drauf und mehr den Wasserhügel drauf. Aber ja, das ist jetzt so unsere Aufgabe. Und ich habe Jess dabei und daher machen wir dann Waterloo wieder Vollgas. Und ja, das machen wir jetzt. Genau. Und schon läuft es wieder. Zack, boom, bam, bis runter. Ja, jetzt muss ich nur noch Waterloo richtig einschalten, weil wenn ich es richtig habe, dann überläuft der Tolle die ganze Zeit und so will ich es haben. Da fließt es rein, geht das hoch und seht ihr dort? Dort fließt es drüber. Ja, das Waterloo ist wieder in Betrieb. Das sehe ich, wie es da drüber läuft. Und das heisst, dort drinnen fließt es wie verrückt und so weiter. Ja, und der Wasserhügel sowieso. Weg. Genießt es. Well, people all around my town watched it flow right down the drain. But cause our little shed in the bush wasn't on the main, the only water we had to use was in a tank or from the rain. Cause there's no such thing as waste, only stuff in the wrong place. No, there's no such thing as waste. Misusing water. Here we go!
the city, rented a house on my way to buy a bed. Saw one lying on the side of the road, so I took that one instead. Also found a Ouija couch and a big old plasma screen, and the biggest pile of thrown out stuff that I had ever seen. But there's no such thing as waste. Da läuft so richtig und dann füllt sich der Teich wieder. So füllt sich der Teich. Und es geht ein bisschen über die Terrasse. Dann vielleicht zuckt die Terrasse noch ein bisschen auf. Langfristig. Jetzt geht nicht, das ist alles zu trocken. Aber dann da rein und herrlich. So schön. Only stuff in the wrong place. Yeah, that's right, there's no such thing as waste. That old landfill is a disgrace. Ich bin gerade von Arbeiten heimgekommen und habe gerade bei Fortunas Teichen Eulenfedern gefunden. Wow, Fortunas Teichen, Eulenfedern, das heisst, Eulen kehren zurück in Drieschta. Das heisst, wir haben eine Eule, die hier wohnt. Ja. So schön. Da wo wir den Wasserweg zickzack gemacht haben. Seht ihr, wie viel Grün das es jetzt ist? Also richtig viel Grün ist jetzt da. Wasser gleich Leben. Läuft. Bis aber und wir sind streng am Arbeiten. So ist es. Das Wetter am Geniessen und zuschauen, wie die Wiese wächst. Es ist so grün. Seht ihr all die Insekten? Mit Wasser gibt es auch mehr Insekten. Sieht man es? Ganz viele Insekten. Ganz viele Mückli fliegen rum. Viel mehr Insekten. Alles dank dem Wasser. Now we gotta refuse, reuse, reuse. Hey, so gut, so gut. Kate und Jess haben ein Video gemacht über wie es ist, ein Tag im Drieschta. Das Beste ist, Kate hat Anfangswoche, Anfangsmonat hat sie gesagt, sie möchte eigentlich im YouTube nicht groß schwätzen. Schau sie jetzt da! Hey, go Kate! Super Jess, dass du das motiviert hast. Yes, I like. Geht schauen, das Link ist da oben. Egal wie weit die Geissen oben sind auf dem Hügel, sie brauchen täglich Wasser. Das ist einfach so. Die Geissen sind ja nicht anders als wir. Sie brauchen einfach ihr Wasser. Und ja, dann ist es egal wie weit weg das alles ist. Man muss gehen. Ja, 7 Tage der Woche. Aber sie sind schon schön. Sie sind so schön, unsere Geissen. Und wenn man so allein macht, muss man sogar 2-mal laufen. Weil ja, sie brauchen schon ein bisschen Wasser. 6 Geissen brauchen schon 36 Liter mindestens pro Tag.